Na, Braggermann, sinnierst du? Ja. Hast du von dem Landfunk gehört? Nee, mein Radio ist doch ein Dutt. Kein Bericht, wie man für das Alter noch finanziell vorsorgen soll. Tut das nun nötig? Ja, kein Landfunk. Mann, ich habe schon so viel finanzielle Sorgen. Was soll ich denn jetzt noch mit finanziellen Vorsorgen? Ja, wovon willst du denn leben, wenn du alt bist? Onkel Christian zum Beispiel kriegt eine Versehrtenrente. Ist wahr. Ja, und so eine Rente vom Verein für Kriegerwitwen. Aha. Und von der Berufsgenossenschaft für Land- und Forstwirtschaft kriegt er was? Und von der landwirtschaftlichen Alterskasse? Und von der Pensionskasse, von der Freiwillige Feuerwehrverband. Moin, Hermann. Ja, und dann noch die Lebensversicherung von meiner Urtante Else. Moin. Moin. Dann hat er natürlich noch die Rente, ne? Dann ist dein Onkel Christian ja ein gemachter Mann. 4.000 € im Monat, bummelig. 4.000 €? Nur dafür, dass er alt ist. Und trotzdem noch lebt. Und was macht er mit dem ganzen Geld? Spart er das für seinen lieben Großneffen, damit er irgendwann mal seine Deckel bezahlen kann? Ja, hallo. Machen Sie mal bitte Lütt und Lütten, ne? Das meiste geht ja auch für das Heim drauf. 3.900 €, glaube ich, hat er mal gesagt. Meine Güte, was machen die denn dafür? Kein Alkohol, keine Zigaretten, biologisch-organisches Essen und um 10 ist Licht aus. Da wäre ich, glaube ich, lieber tot. Der darf ja nicht nix. Nee. Für 4.000 €? Wie alt ist denn dein Onkel? 104. Oh, das ist doch kein Alter. Nö. Ja, ich besuche ihn ja immer einmal in der Woche und dann will er immer schmücken und einen Köhm trinken. Aber ich finde, in seinem Alter muss man ja auch mal auf seine Gesundheit achten. Ja, sonst stirbt man am Ende noch, ohne jemals an seine Gesundheit gedacht zu haben. Das wäre ja schade. Butterkuchen nehme ich ihm mit, das ist erlaubt. Moin. Ne? Riechst du das? Gülle. Ist das nicht herrlich? Das war genau hier. Ich kenne das hier auch wieder. Genau hier irgendwo. Was? Warnemünde. Nein, hier ist doch Büttenwader. Die kamen von Warnemünde, die Soldaten. Die haben den ganzen Schmuck unter den Hosenträgern. Den ganzen Schmuck. Ja. Gib mir meinen Schmuck. Ja, kriegst du gleich. Aber erzähl das nicht Archie, der ist immer so lustfeindlich. Ich bin ja schon 104. So, nun komm mal, Onkel Christian, jetzt will ich dir mal dein neues Zuhause zeigen. 104. Ja. Ne? Was sagst du nun? Hier habe ich die Gemütlichkeit so ein bisschen hingerichtet. Guck mal hier. Zum Beispiel, da kannst du surfen. Ne? Ist doch herrlich, ne? Wie kurz nach dem Krieg. Ja, das kann ich dir sagen. Da werden doch bestimmt wieder Erinnerungen wach. Ich meine, kurz nach dem Krieg, da warst du noch gar keine 80, da warst du ja noch ein ganz junger Kerl. Ja, da haben wir den verdammten Österreichern Beine gemacht. Das siehst du. Und wo ist der Fernseher? In der Stube. Da kannst du jederzeit gucken. Ich will mal die Hühner sehen. Hinter dir.
Und wie ist nun mit dem Köln? Prost! Prost. Und die Hühner? Ja, mit denen kannst du dich gerne beschäftigen. Wann du willst. Warte mal. Hallo Archie. Heute geht es leider nicht, weil ich habe Besuch. Ja, ich weiß auch von wem. Ja? So viel kann ich dir sagen. Er fühlt sich sehr wohl. Das ist mein Verwandter. Allein die Luftveränderung. Der gehört nämlich mir. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen unterhalten. Er blüht richtig Du musst auf. doch bloß an seine Vorsorge. Nein, man muss auch jetzt mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Er ist ja nun nicht mehr der Jüngste. Hast du den eigentlich so schnell rausgekriegt? Seine Unterschrift hat genügt. Bring ihn zurück. Er will aber hier bleiben. Das kann er mir selber sagen. Na, Onkel Krischer, du machst aber auch Sachen. Wir gucken nachher die Hühner. Ja, da freut er sich schon so drauf. Die sind im Heim bestimmt ganz traurig, wenn du auf einmal nicht mehr da bist. Hier ist das schön, Archie. Hier bleibe ich mal. Tja, ist wohl besser, du gehst jetzt, nicht? Onkel Krischan braucht seinen Schlaf. Kannst mich mal. Und wie ist nun mit dem Fernsehen? Vegetarisch-biologisch. Und ich hab mit Senf. Pro Tag 50 €. Ist das ein Wort? Die verdammten Österreicher. Guten Appetit. Ich will mal lieber wieder zurück. Warum das denn, Onkel Krischan? Ich kann hier nicht gut sitzen. Möchten Sie ein Apparat? Nee, Ja, was denn? der Sitz ist so hart. Das ist ein schönes Kissen hier. Und an den Seiten, da ist nix. Ich habe da noch einen Sessel für dich. Einen wunderschönen Sessel. Und dann gucken wir die Hühner. Ja, aber erst hol ich den Sessel. Hast du mal einen Schmöck? Nee, muss auch gleich ins Bett. Ich hab dir das so schön gemacht in dein Zimmer. Ein Köhm ist auch alle. Und? Da steht sie. Ist deine für 2 Tage Vollgetankt? bis oben hin. Und Onkel Krischan? Auch. Was? Ja, jetzt schläft er. Wenn du in dem Alter auch so viel Köhm trinken würdest, dann würdest du jetzt auch in der Haier liegen. Ja, guck mich nicht so an. Das schadet doch nichts in dem Alter, wenn man viel schläft. Ja, hat er denn überhaupt was zu essen gekriegt? Biologisch, vegetarisch und Tabletten? Nee, kriegt er erst nächste Woche. Ich dachte, das ist nicht so gut mit den vielen Kömen. Mann, das kannst du doch jetzt nicht machen, mein Onkel Krischer, Mensch. 104 Jahre ist das gut gegangen und jetzt kommst du. Was bringt dir das eigentlich ein? Ja, nix. Das mache ich aus reiner Nächstenliebe. Aus Nächstenliebe. Du ackerst doch bloß für deinen eigenen Nennwert. Aber glaub mal ja nicht, dass du besser bist als ich. Was du kannst, das kann ich erst recht. Und wenn das sein muss, auch mit Nächstenliebe. Moin. 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 Na, Herr Buschbohm? Archie, mein Junge. Du willst sicherlich zu Onkel Krischan. Der ist nicht da. Der brauchte mal eine Luftveränderung. Geh du mal wieder nach Hause, ja? Tschüss.
Herr Buschbohm, wenn Onkel Chris schon die Idee hat mit der Luftveränderung, dann könntest du die Idee doch auch haben, ne? Arche, willst du damit sagen, dass auch... Köhm? Bei anderer Luft? Keine schlechte Idee. Ich komme von Würzburg. Ja, jetzt weiß ich das. Ich glaub's nicht. Hab ich doch gesagt. Westerland, Österreich. Schlimm. In so Lederbeuteln. Wanne Eickel. Ich will jetzt mal die Hühner sehen. Die Hühner schlafen schon. Im Fernsehen. Da gibt's keine Hühner. Ja, was ist denn das? Das ist das 3. Programm. Was anderes krieg ich ja nicht rein in die alte Kiste. Aber die Hühner Wo soll's sie denn geben? im Privatfernsehen. Hier Privatfernsehen. Privater als hier kannst du doch gar nicht fernsehen. Aber die Hühner kommen immer im Privatfernsehen. Wer sagt denn das? Das ist im Heim immer wunderbar. Wenn das Bild ist, kommen die Hühner. Im Privatfernsehen. Ja, aber hier nicht. Hier hat sich das ausgehühnert so. Guten Appetit. Ich will nach Hause. Kann ja mal ein bisschen an der Antenne drehen. Stundenlang habe ich an der Antenne rumgedreht und an die Knöpfe rumgefummelt, aber die Hühnersendung habe ich nie reingekriegt. Irgendwie ist die Stimmung so ein bisschen gekippt. Am Anfang hatte ich Onkel Christian ja noch ganz gut im Griff, aber allmählich... Und du hast wirklich keine Ahnung, was der Alte sehen will? Ja, Hühner. Frauen will er sehen. Lucky Die. Was? Ja, das läuft immer nachts im Fernsehen. Reklame für Telefonsex. Telefon? Im Fernsehen? Was ist das denn jetzt? Das ist mit so Frauen ohne Garderobe. Hühner ist nur ein anderes Wort für Frauen. Das gibt's ja doch wohl nicht. Dein Onkel Christian will nackte Frauen sehen. Ist ja auch nur ein Mann. Und deswegen muss ich jetzt mein Apparat reparieren lassen. Na, Brackelmann, pflegt sich mein Onkel inzwischen von alleine? Man soll die Alten nicht entmündigen, bevor sie sich das nicht redlich verdient haben. Spricht ja nur der blanke Neid aus dir, Archie. Und nein, das habe ich ja überhaupt nicht nötig. Ich habe ja jetzt auch meine Vorsorge. Was? Ja, Brackelmann, du bist nicht der Einzige, der ein Händchen für die Altenpflege hat. Ja, wie war... Ja, Hans Adolf, der fühlt sich auf meinem Hof wie neugeboren und der ist erst 103. Du hast jetzt auch einen? Ja, hab ich. Aus Nächstenliebe. Das ist wunderbar. Tatsächlich. Ja. Und wie geht es denn mit deinem Pflegefall, Brackelmann? Sehr, ganz wunderschön, herrlich. Ja, ist ja genau wie bei mir. Man möchte es kaum glauben. So was Schönes. Wähle 000387943. Krankenschwestern ohne Tabu. Ruf mich an. Ich habe kein Tabu. Ich habe Langeweile. Und davon ganz viel. Krankenschwestern und Hausfrauen in deiner Nachbarschaft. Jetzt kommst du. Ruf an. Oh, ich kann nicht mehr. Wann vibriert weg? Läuft meine Sendung denn schon? Nee, die haben gerade durchgegeben, dass die Hühnersendung heute ausfällt. Ich will zurück ins Heim. Ja, aber warum denn, Onkel Christian? Gib mir mal einen Schmöck. Schmög es alle. Wir wollen jetzt ins Betti. In dein schönes Bett, in deinem schönen Zimmer. Ich bin schon 104 Jahre alt. Ja, und wenn du jetzt schön ausschläfst und wachst morgen auf, dann bist du sogar noch einen Tag älter. Die verdammten Österreicher. Die kamen von Wattenschweiz. Onkel Christian, du liegst auf meinem Sofa. Die haben das alles mitgenommen. Den ganzen Schmuck. Ja, das ist ja gut. Durch die Hosenträger. Ich halte das nicht mehr aus. Nee, du, dieser Buschbogen, der schickt mich von da nach da und zurück. Und, Der Fernsehmechaniker hat mehr an mir verdient, als ich mit meiner gesamten Rübenernte letztes Jahr. von morgens bis abends, Arche hier, Arche da, der hätte doch hier. Dann will er in Köln,
Dann will er einen Schmöck und dann will er Hühner sehen. Ich kann nicht mehr, Braggemann. Und der ist so nervig. Ja, ist ja auch mit dir verwandt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, als ich ihn abgeholt habe. Ja, was machen wir denn nun? Ja, wir haben nur einmal angefangen mit der nächsten Liebe und jetzt ziehen wir das auch durch. Ja, aber wie? Ja, der eine nervt mich und der andere nervt dich. Und wenn wir die beiden zusammentun, vielleicht nerven die sich gegenseitig. Ja, das ist nicht blöde, Braggemann. Und wir verdienen doppelt. Ja. Das war meine Idee. Ja, und? Immer wenn ich eine Idee habe, dann kommst du und hast sie auch. Was du kannst, kann ich schon lange. Du alter Sack. Oller Dödel. Jetzt gibt's hier doppelte Ration. Und wir zwei beide. Wir machen 50-50, ja? Von allem. Du, das ist wie Paradies auf Erden, ne? Komm, ich zeig dir mal alles. Fischer, du sagst Trumpf. Pikus, der Waldspecht. Ja, okay, hab ich auch. Habt ihr mal 2 Schmöcks? Der Aschenbecher ist auch voll. Komm, spiel was. Wir haben ja jetzt Feierabend, Herr Buschbogen. Ja, Archie, natürlich. Weil irgendwann ist ja mal Schluss mit der nächsten Liebe, Onkel Krischan. Die verdammten Österreicher. Wenn was ist, wir sind im Dorfkrug. Von Steht im Telefonbuch. Flensburg. Ich kann nicht mehr, Braggemann. Wir haben uns vergaloppiert mit unserer Kalkulation. Wenn aus Nächstenliebe Arbeit wird, ne, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, Leute, Jugendfahren war gestern, jetzt haben die Alten die Macht. Sie machen sich überall breit. Hocken in meiner guten Stube, an meinem Küchentisch, telefonieren stundenlang auf meine Kosten, trinken mein Köhm, nehmen mir alles weg. Nur wegen ihrer Vorsorge. Wollen wir? Müssen wir? Wo schläfst du denn jetzt eigentlich, Brakelmann? Ja, was? Ich geh dann mal tschüss. Nix so! Du bleibst hier! Das geht doch um deine Vorsorge da drüben. Ja, du bist doch angefangen. Ja, du hast es so nachgemacht. Ja, du hast es aber doch vorgemacht. Ich hab das nicht gewollt. Du hast das gewollt. Doch, du. Nein, nein. Nein, nein und nochmals nein. Immer wenn ich was sage, dann kommst du und machst was anderes draus. Und das machst du immer. Das war doch deine Idee. Nein. Was ist denn hier los?
Der zeigt mir hier im Fernsehen die Nugget-Dice. Du hast gesagt, du willst die Hühnersendung auch mal sehen. Hühnersendung? Das ist eine einzige Sauerei. Das ist doch ganz natürlich, so nackig. Ich war früher auch gern nackig. Ach, das ist ein Schweinkram. Ruhe jetzt! So, Archie, jetzt zeigen wir den beiden Zauseln mal, wer hier wem was. Was? Wo bleiben die denn? Frühstück ist fertig. Haferschleim wird kalt. Also ich finde, für 50 € am Tag ist das doch fast noch zu liebevoll, nicht? Ja. Guck mal da, Brackelmann. Was ist denn jetzt los? Wir wollen lieber wieder nach Hause. Warum das denn? Ist das denn nicht schön hier? Ja, schon, aber im Heim, da gibt's doch mal Yoga oder was Geistreiches. Aber hier, Ja, aber doch kriegst du doch nicht so ein schönes Frühstück wie hier. Archie, bist nicht traurig, mein Junge, nein? Ja, nee, du, Herr Buschbum, bin doch traurig. Von Darmstadt kamen die. Er denkt immer, Darmstadt liegt in Österreich, weil die so komisch gesprochen haben. Die hatten den ganzen Schmuck in so Lederbeuteln. Was für ein Schmuck. Kriegsbeute. Unter den Hosenträgern, die Lederbeutel. Und dann sind die Hosenträger gerissen und alles ist auf den Boden gefallen. Und da kriegten die Soldaten Angst und haben den ganzen Schmuck vergraben und sind dann abgehauen. Ja, zurück nach Österreich. Ja. Und der ganze Schmuck, der liegt jetzt noch da. Wo denn? Ja, ich habe das ja alles beobachtet. Er hat mir die Story schon 100-mal erzählt. Wo ist denn der Schmuck begraben? Ja, hier, Ja, wo hier? in Bittenbader. Weißt du, Archie, manchmal denke ich ja doch, man sollte mehr auf das hören, was die Alten so erzählen. Da käme einem dann natürlich die Nächstenliebe wieder zu passen. Die haben ja so viel erlebt, ne? Ja, vor allem in der Vergangenheit. Findest du nicht, wir sollten Onkel Krischan mal wieder besuchen? Was meinst du? Aus Nächstenliebe. Auch? Warum nicht?